Es geht darum, dass eine Maus sehr ängstlich ist und sehr klein ist und niemand bemerkt die Maus. Und der Löwe ist halt so einer, wo jeder Respekt vor hat. Und irgendwann kommt die Maus zum Löwen. Und der hat halt auch sehr Angst und dann werden die halt beste Freunde. Der Löwe in dir ist ein Bestseller des kleinen Bamberger Verlages Magellan. Das ist Judith von der Presse. Und da ist immer auf der Suche nach guten Kindergeschichten Selina, die Lektorin. Und im internationalen Vertrieb arbeitet Viola. Sie testet Bücher auch mal an ihren Kindern. Sie und etwa 20 weitere Mitarbeiter sind im Zeichen des knuffigen blauen Wals unterwegs. Und das hier ist der Chef, Ralf Rebscher. Ich hatte wirklich den Traum, die Bücher zu machen, von denen ich glaube, dass es die richtigen Bücher sind. Ein richtig gutes Kinderbuch, in einfachen Worten gesagt, muss dem Kind Spaß machen. Das tun längst nicht alle Bücher, auch bei uns nicht. Aber ein richtig gutes Kinderbuch ist in meinen Augen, dass es dem Kind Spaß macht und nicht dem Erwachsenen, der es wahrscheinlich kauft. Aber das ist der Kern, um den es dann für uns jedenfalls geht. Vor 10 Jahren gründete er den Verlag, der heute zu den Top 20 der erfolgreichsten deutschsprachigen Kinderbuchverlage zählt. 800 Bücher sind hier entstanden, 5 Millionen Umsatz pro Jahr. Eine Erfolgsgeschichte. Idealismus war von Anfang an dabei. Kein Buchdruck in China, Farben nur auf Wasserbasis, FCKW-freies Papier, keine E-Books und einmal im Jahr werden Bäume gepflanzt. Grün soll der Wahl sein. Inzwischen verlegt Magellan auch Jugendbücher. Identitätssuche, Online-Dating, Platz in der Gesellschaft. Magellan wächst mit seinen Lesern, sozusagen. Bei den Kinderbüchern, sagt Rebscher, sind die Illustrationen sehr wichtig. Nicht zu viel Text, aber vor allem, die Hauptfiguren müssen das gewisse Etwas haben. Was genau das ist? Jedes neue Buch ist ein kleines Abenteuer. Es ist eine neue Reihe, die wir jetzt ab Februar in die Buchhandlung bringen. Helden der Weide, unsere erste Rinderbuchreihe, die wir machen, über ein schottisches Hochlandrind, Shaggy hier, der mit dem großen Geweih, der von seiner Familie getrennt wird, wie es halt immer so ist bei Kühen und bei Rindern. Ist ein lustiger Typ, hat Werkzeuge in seinem langen Fell drin, was er gut gebrauchen kann, um irgendwie Türen zu öffnen, weil das ja für Kühe nicht ganz so einfach ist. Ein Buch kann ein Zuhause sein, ein Freund, eine Zuflucht manchmal. Das war nicht immer so. Die ersten Kinderbücher traumatisierend. Der Token for Children von 1671 beschreibt präzise die Hölle, in der die bösen Kinder kommen. Nägel kauen, Finger ab. Der Struwwelpeter 1845. Bei Max und Moritz, den 2 Lausbuben, ist nach 7 Streichen Schluss. Hier kann man sie noch erblicken, fein geschrotet und in Stücken. Es dauerte lange von der schwarzen Pädagogik bis zur Freiheit in einem Kinderbuch, bis zum Sams von Paul Maar oder Pippi Langstrumpf. Der Wunsch, stark und unabhängig zu sein, Astrid Lindgren wusste es, ist der größte Traum, wenn man klein und abhängig ist. Kinderbücher ohne Kitsch gab es kaum. Ich hatte die Schnauze voll von Kinderbüchern, keiner kaufte die. Und da wollte ich einen Racheakt an der Welt landen. Ich wollte ein Kitschbuch machen, ein Kitschbuch. Da gibt es ja so ein paar Regeln. Es muss ein Kuschelbär dabei sein. Und der Bär muss eine Reise machen und da muss einen Freund haben und schon fangen die Weiber an zu heulen. Kitsch mag man bei Magellan auch nicht. Die Zugpferde des Verlags sind die Ponys Schoko und Keks. Nicht rosa und auch nicht mit einem Einhorn befreundet. Die Haferhorde von Susa Kolb ist ein Riesenerfolg. Gerade wird im 23. Band Schoko Bürgermeister. Jedenfalls haben sie jede Menge Flausen im Schopf. Igitt, immer diese Pupserei, schimpfte Schoko. Du stinkst wie 10 Misthaufen, Keks. Selber, erwiderte Keks bockig und schnappte nach ihm. Hört auf zu streiten, ihr Zwerge, brummte er. Kindern die Welt erklären, etwa indigene Völker. Das traut sich der Verlag auch.
Richtige Sachbücher statt Googeln. Die größte Gefahr für die kleine Leserschaft ist dieses einfache Wischen und weg. Diese Häppchen statt Geschichten, die im Kopf entstehen. Die Stiftung Lesen warnt, Kinder können immer weniger lesen und das Gelesene verstehen. Ich will das nicht verteufeln, das Digitale, aber man weiß, dass gerade bei den kleineren, 3- bis 6-Jährigen übrigens, dieses Lesen, dieses Haptische, dieses Buch in die Hand nehmen, auch dass die Hände darüber fahren, dieses Blättern, dieses in die Hand nehmen, dass das ganz, ganz wichtig ist. Ich glaube, da müssen alle letzten Endes, gerade auch Eltern, mehr darauf achten, die Kinder wieder richtig lesen zu lernen. Also lesen lernen zu lassen über ein Buch. Schau, der hat ja ganz viele Sachen auf den Rücken. Weißt du, wie die Wellen entstehen? Durch den Wind. Da ist zum Beispiel, da hat die ganz viele Schätze.